Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, Leute, und das am 23. Spieltag der 2. Liga. Und der FC trifft auf die Truppe des SV Sandhausen. Und an die haben wir wirklich ganz tolle Erinnerungen aus dem Hinspiel. Denn das war nicht nur erfolgreich, sondern auch total nett. Ja, absolut sympathisch war das und deswegen steigen wir gleich mit den Fans ein. Zuerst mal willkommen, ihr Kölner hier in Sandhausen. Wir sind nicht die Sandhausener, sondern die Sandhäuser. Und Sandhausen liegt in der Kurpfalz und das ist in Nordbaden. Sandhausen ist ein super geiler Verein, weil wir sind so klein, wir sind stolz drauf, dass wir klein sind. Wir sind ein bisschen anders als viele. Ich freue mich, wenn so nette Fans dann auf uns zukommen und mal was über Sandhausen erfahren wollen. Wir haben 14.500 Einwohner. Ich bin hier groß geworden und deswegen auch schon lange im Stadion dabei. Es gibt jetzt Dauerkarten für Leute unter 18 für 19,16 Euro. 15.000 gehen rein, 14.500 wohnen hier. Alle gehen rein. Ja, wir haben den Hopp mal abgewiesen. Er wollte hier so eine Vereinigung machen aus 3 Vereinen, Kirchheim, Hoffenheim und Sandhausen, und das wurde abgewiesen. Das wird nicht jeder Verein tun, ne? Wenn man mit Geld winkt. Das macht's aus. Ja. Ja, super nette Jungs waren das wirklich, ja. Und vor allen Dingen auch richtig interessante Aussagen. Und das Größte war natürlich, dass wir die mitten in Sandhausen in einer Gaffelkneipe getroffen haben. Unfassbar. Also so sind wir wirklich selten überrascht worden, ja, oder? Ich kann mich nicht erinnern. Also wir haben da wirklich gestanden und Bauklötze gestaunt. Ja. Wobei Überraschung ja jetzt unsere neue Strategie ist. Der erste FC Köln macht nur noch Sachen, mit denen wirklich keine Sau rechnen kann. Ja. Zum Beispiel haben wir den einzigen deutschen Nationalspieler der 2. Liga in unseren Reihen. Ja. Und damit haben wir auch den besten Linksverteidiger der Liga. Mhm. Aber um unsere Gegner wirklich zu verwirren, setzen wir den auf einer ganz anderen Position ein. Und viel mehr als das, wir haben einen der erfolgreichsten Trainer der Bundesliga geholt. Ja. Einen, der mit einem kompletten Außenseiter Meister geworden ist, ja. Und damit es für die anderen nicht so durchschaubar wird, ja, haben wir den nicht auf die Trainerbank gesetzt, sondern hinter den Schreibtisch. Der ist nämlich jetzt bei uns Geschäftsführer. Und man hat den Eindruck, dass ihn das selbst sogar verwirrt. Aber unterm Strich muss man sagen, wir machen das einfach so hervorragend, dieses Verwirrspiel. Nimm dir doch den Sturm. Ja. Wir haben den besten Torjäger der 2. Liga. Ja. Dann haben wir noch eine zweite Granate, den Cordoba, der auch wirklich alles in Grund und Boden schießt. Und was machen wir? Wir holen einen 3. Torjäger, um wirklich alle zu verwirren. Ja, genau. Und um diesen Transfer machen wir dann so ein riesen Tamtam, dass sich keiner mehr auskennt. Ja? Und damit wirklich gar niemand erfahren kann, was sich die sportliche Leitung dabei denkt, ja, da lassen wir die Interviews von unserem Finanzchef machen. Ja, nicht nur das. Das ist ja auch der Mann, der ständig nach China reist und die Verhandlungen führt. Und das hat der so dermaßen geschickt und verwirrend hingekriegt, dass nicht nur der Präsident des chinesischen Vereins im Knast gelandet ist, sondern dass der ganze Verein aufgelöst werden musste. Das musst du erstmal hinkriegen. Ja. Wir können das also derart durcheinander bringen, alles. Ja? Ja. Also die Nummer mit unserem Co-Trainer. Ne? Also ein Strategie-Genie, muss man sagen. Ja? Super. So, deswegen haben wir, damit die Leute nicht wissen, was wir vorhaben, haben wir den erstmal entlassen, rausgeschnitten. Ne? So, jetzt haben wir ihn zurückgeholt, ja, aber nicht, damit er die Strategie macht, sondern damit er für uns all die Spiele anguckt, die wir selber aus Zeitgründen oder so nicht angucken können. Ne? Und die nächste Geschichte ist die mit dem Torwart, den wir geholt haben. Und wir haben nicht irgendeinen Torwart geholt, sondern einen, mit dem man nun wirklich nicht unbedingt die besten und erfolgreichsten FC-Zeiten verbindet. Und den haben wir dann zum Torwart-Trainer gemacht. Genau so. Und seitdem der am Start ist, ist unser eigentlicher Torwart ein ganz neuer Torwart geworden. Dabei ist es ja eigentlich der alte Torwart. Mann, ey, wer soll das verstehen? Ja? Ich blick nicht mehr durch. Das ist also alles derartig verwirrend. Da guckt kein Scout der Welt
Niemand kann unsere Strategie entschlüsseln. Nicht mal unser eigener Trainer, wie sie rausstellt, denn der braucht schon Spitzel, um dahinter zu steigen, was im Verein so abgeht. Ne? Wenn es stimmt. Wenn es stimmt. Ne? So, alles ist also so kompliziert, dass wir überhaupt keine Sorge haben, die Strategie auf unser Shirt zu schreiben, denn es rafft sowieso niemand. Und die Strategie heißt Kuddel, Muddel, Wunder, Tüte. Ja, mein Gott, also beim FC wundert man sich ja wirklich über gar nichts mehr. Nee, wirklich. Aber jetzt mal ganz ehrlich unter uns, jetzt diese Spitzel-Geschichte, kann das denn wirklich wahr sein? Ist das möglich? Ich kann mir das offen gestanden sehr, sehr schwer vorstellen. Wenn es wahr sein sollte, ehrlich gesagt, dann würde ich mich wundern, wenn Herr Anfang noch Trainer wäre, wenn die PK rauskommt. Also das ist schon ein starkes Stück. Also ich würde sagen, 2 ganz besonders neugierige, gespannte und ein bisschen entsetzte Kölsch. Auf 3 völlig verwunderte Punkte. Grüßerchen, Leute. Kannst du keinem erzählen. Mann. Wir müssten das doch nutzen, um auch wieder eine Verwirrungsstrategie daraus zu Man muss etwas vollkommen Beklopptes machen. Also wenn Herr Anfang gehen muss, dann durch die Hintertür, um durch die Vordertür wieder reinzukommen, mit einem komplett neuen Job. Ja. Und da bietet sich natürlich ein Job total an. Ja. Und zwar der des Teammanagers, der ist doch gerade frei geworden. Der ist doch nach Hoffenheim gegangen, ne? Wahrscheinlich genau, weil er die Spitzelnummer scheiße fand, ne? Ja, ja dann soll doch der bessere Voraussetzungen kann man doch gar nicht mitbringen, um diesen Job zu übernehmen. Ja, der kennt die ganzen Interna, ne? Der kennt die Spitzel. Der weiß, wie man auf gar keinen Fall vertrauen darf. Ja. Na gut, wir wollen das jetzt hier nicht auf den Spitzel treiben. Nein. Die ganze Geschichte. Wir müssen abwarten. Wir wissen nicht, ob es stimmt und wir hoffen mal sehr, dass da nichts dran ist. So einfach ist es. Ne? Tschüss, Leute.